Ich frage mich ja, warum Howard Carpendale nicht ins Dschungelcamp geht, endlich einmal. Da gehört er doch, ihr kennt sich ja mit Feuchtigkeit aus, oder? Ich würde auch das Dschungelcamp viel lieber anschauen, wenn ein paar Politiker drin wären. Die Politiker, die es auch verdienen, dieses Programm zuzulassen. Ja? Ich werde beim nächsten Flug nach Australien zum Beispiel über Berlin fliegen, werde mir ein paar Politiker schnappen und werde die direkt im Dschungelcamp neben Costa Cordalis absetzen. Ja, echt. Und der kann dann singen, ich traf sie irgendwo, allein am Dschungelklo, Angela. Ja. Stellen Sie sich das mal vor, ein Polit-Dschungelcamp. So, Leute. Ich verlasse heute mal das Dschungelcamp, gehe raus in den Busch und absolviere die nächste Dschungelprüfung. Sag mal, ist das nicht eher ein Job für den Oppositionsführer? Nee, Steinmeier, das ist Chefsache. Du bleibst hier. Stimme aus dem Nichts. Wie lautet die heutige Dschungelprüfung? Die heutige Dschungelprüfung lautet, essen Sie einen Känguruhoden roh auf einen Satz und kauen Sie ihn vorher gut durch. Steinmeier? Vielleicht können wir heute noch mal eine Ausnahme machen? Jetzt habe ich mich schon zum Bettenmachen angemeldet. Betten hier im Dschungel? Quatsch, zum Plumpsklo lernen. Plumpsklo, aber die Drecksarbeit, die macht doch bei uns im Kabinett jetzt der Schäuble. Frau Merkel, mit Verlaub, Wolfgang Schäuble lässt sich entschuldigen. Münte, was machst du denn hier? Ich bin strafversetzt von der SPD. Die wollen mich nicht mehr haben und hier kann ich noch ein bisschen was dazu verdienen. Das hat mir allerdings einen neuen Spitznamen eingebracht. Was denn für ein Spitznamen? Der Peter Bond der SPD. Peter, könntest du für mich in Erinnerung an alte Koalitionszeiten vielleicht die heutige Dschungelprüfung übernehmen? Schlecht. Ich muss meiner neuen Freundin heute noch die Schultüte backen. Ja, wer macht denn dann für mich die Dschungelprüfung? Versuchen Sie es doch mal mit den Veteranen. Die hängen den ganzen Tag bloß hier faul in der Hängematte rum. Gute Idee, Helmut Kohl. Nee, nicht Helmut Kohl, der hat Aussetzer in letzter Zeit. Aussetzer? Quatsch, Aussitzer hat der. So, Helmi, wo bist du? Hallo, Helmi. Angela, da bin ich. Mein kleines Mädchen, was willst du? Könntest du für mich die heutige Dschungelprüfung übernehmen, Helmi? Schlecht. Ich schreibe gerade an einem autobiografischen Hit, einem Spendenhit aus dem Jahr 2000. Der geht so. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Da hab ich noch ein paar Millionen drin. Dann hab ich noch 2 Taschen, die sind zum Schwarzgeldwaschen. Und für die ganzen Blüten, da habe ich noch 2 Tüten. Münte, der hat ja voll einen an der Waffel. Sag ich doch. Edmund Stoiber, wo bist du, Edmund? Frau Merkel, hier bin ich. Sie wünschen... Könntest du für mich die heutige Dschungelprüfung? Schlecht, ich wollte eigentlich mit meiner Karin heute noch ein paar Blumen hinrichten. Außerdem arbeite ich an einer hochmodernen Hochgeschwindigkeitsverbindung, mit der man in 10 Minuten vom Dschungelcamp, ohne umzusteigen und einzuchecken, zum Münchner Hauptbahnhof. Der hat ja auch einen an der Waffel. Sag ich doch. Wo ist eigentlich der andere Bayer, der Horsti, der Seehofer? Seehofer, wo bist du? Horst, du sitzt ja da hinterm Baum, was machst du denn da? Mit Verlaub, ich bereite gerade eine Pressekonferenz vor. Eine Pressekonferenz hier mitten im Dschungel? Über was denn? Über die wirtschaftlichen Erfolge unserer ersten Woche im Dschungelcamp. Was denn für Erfolge? Dank uns erreichte RTL Spitzenwerte bei der Einschaltquote.
Vor allem als Guido Westerwelle an seine Rattenschwänzen knabbern musste. Oder als Pit. Da lachen Sie. Oder als Peter Ramsau das Dschungelklo lernen musste, nur mit einem Strohhalm. War ja auch eine hübsche Nummer. Wann waren die Quoten denn mal so richtig im Keller? Als man sie nackt beim Duschen gezeigt hat, Frau Merkel. Pappala, wo ist eigentlich der Designierte, der Außenminister? Jetzt ist er ja schon. Wo ist er denn, der Guido Westerwelle? Der Guido Westerwelle ist gerade beim Duschen. Und der Wowereit? Der auch. Na, dann haben wir ja unsere 2 Kandidaten. Also, Westerwelle und Wowereit absolvieren die heutige Dschungelprüfung. Befehl von oben. Wie, vom lieben Gott? Quatsch von mir. Ach so. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein beim RTL Polit-Dschungelcamp, wenn es heißt, Horst Seehofer macht ein Riesengeschäft. Bloß es bringt die Wirtschaft nicht weiter. Vielen Dank.